Bam, 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 bam. Hallo Embrach, freue mich bei euch zu sein. Halleluja. Ich habe nicht so weit gehabt. Ich wohne in Kloten bis Januar, nachher wird das Haus abgerissen und nachher schauen wir weiter. Hat die Frau gesagt, sie zügelt so gerne. Mein Name ist Mario Mosimann, ich war ja vor 2 Jahren glaube ich, bei euch gewesen. Und ich habe mich so gefreut, zu euch zu kommen. Ich fühle mich irgendwie einfach bei euch daheim. Und das ist wunderbar. Und für die schon lange nicht mehr in der Kirche sind, du kommt mal da hin. Es ist wirklich so leid. Ihr solltet die Gesichter alle sehen. Ihr seht ja nicht nur mein Gesicht. Aber ihr fühlt euch sicher auch willkommen da. Und wenn du am Kirchen abchecken bist auf dem Internet, komm mal da hin, musst du dich mal anschauen. Es sind so coole Leute. Gut, das war der Werbeblock für euch. Halleluja. Super, Halleluja. Bene. Halleluja, Taxi, Coca-Cola. Also wenn ich durchstehe, dann muss ich nur rufen Coca-Cola, oder? Und wenn ich irgendwo hin will, muss ich nur rufen Taxi. Und wenn ich Gemeinschaft will, muss ich Halleluja rufen. Schaue ich zurück, wenn mich jemand anlächelt, habe ich schon Gemeinschaft. Also so einfach ist das weltweit. Halleluja. Schön. Also ich bringe euch Grüße mit von verschiedenen Feldern, wo ich war. Sie haben gesagt, hey, grüß Christen in der Schweiz, wir beten für's. Ich habe brüllt und betet und gelacht mit denen. Halte Gebetsnacht im Südsudan, im Sudan, in Laos, die ich jetzt gerade im Kopf habe, wo wir gebetet haben für die Schweizer Christen, für uns. Und ich bin ein Repräsentant von diesen verfolgten Christen, von diesen Leuten, die ich getroffen habe. Und möchte euch einfach das Herz teilen von diesen Leuten, die eigentlich da stehen, nicht ich. Die sollten da stehen und erzählen, was die erleben. Und das ist so ein... Mein Herz sprengt es einfach. Das ist so eine Ermutigung für mich, wie die Frauen und Männer anstehen, trotz unheimlicher Gegenwind. Und wenn wir und ich glaube, wenn wir immer das auch wieder mal hören oder auch anfangen zu beten, sogar namentlich für die Gefangenen, die um Jesu Willen in der Kiste hocken, das sind zigtausende weltweit, dann passiert, und ich bin dort ein bisschen mystisch veranlagt, vielleicht die Theologen unter uns, ich glaube, es passiert wie ein reziproker Erweckungssagen in meinem Herz. Es gibt wie ein Feuer in meinem Herz. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren mit Aktion Verfolgte Christen und Notleidende unterwegs. Ich war 13 Jahre im schönen Tessin, habe ein Hotel geleitet und vorher habe ich mal geholfen, noch eine grosse Kirche aufzubauen in Zürich. Und ich freue mich so, die verschiedenen Kirchen zu besuchen, überall zu predigen, ob es jetzt in dem Gefängnis ist, irgendwo in Moldawien oder in verschiedenen Kirchen in der Schweiz. Ich freue mich so, weil wenn wir plötzlich checken, dass Leiden und Verfolgung eigentlich ein Daily Business ist, auch bei uns. Wenn wir plötzlich merken, hey, wir haben ja alle unsere Leidensprozesse. Wir haben ja alle unsere Ungerechtigkeiten, die wir mit dem dealen im Alltag. Und wenn wir dann plötzlich nicht aus dem Weg gehen und sagen, ich nehme das an, um Jesu Willen, dann wären wir gefährlich für den Teufel. Und dann hilft es uns auch etwas im Alltag. Und das ist eine Message, die die Kirche verbindet. Also ich gehe in die katholische Kirche, die Pfingstkirche, Brüdergemeinde, ICF, FG, Christiana, was auch immer für einen Stallgeruch. Und überall finde ich Christen, die sagen, ich will mehr von Jesus. Ich will, dass der Jesus so aus allen Poren bei mir kommt. Und das ist das, was uns eint. Und ich merke im Leiden hinein. Evangelisationsstil sind wir alle verschieden. Gebetsstil auch. Das kann ich euch sagen. Gebetsstil ist so verschieden. Aber wo wir eins sind, ist, wenn wir um Jesu Willen Ungerechtigkeit erleiden. Dann plötzlich interessiert es dich jetzt nicht mehr, bist du aus einer skoptischen Kirche, orthodoxen Kirche oder Pfingstkirche, dann ist der Kopf weg. Glaubst du an Jesus, ja oder nein? Halleluja. Ich habe am Büchertisch einen schönen Büchertisch aufgebaut. Ich könnte in der Kirche etwas Illegales posten. Wer hat schon mal etwas Illegales gepostet in der Kirche? Oh, das sind alles Christen, Entschuldigung. Das Kreuz von Jesus Christus ist in über 50 Ländern illegal. Also jetzt sind es schon viel mehr. So laufst du nicht in Nordkorea rum. Oder Saudi-Arabien oder Brunei. Und das ist cool, mal etwas Illegales anlegen. 15 Stutz am Büchertisch. Wenn dein Gebetsleben ein bisschen eingerostet ist, ich habe mit meiner Kollegin Kerstin Hack wieder ein Büchlein aufgelegt, «Kreativ beten», 2 Franken am Büchertisch. Dann merkst du, hey, ich will wieder mal irgendwie einen anderen Style. Meine Frau ist jetzt seit einem Jahr, geht sie auf die Knie beim Betten, 20 Minuten. Habe ich dann plötzlich auch angefangen und plötzlich macht das etwas mit mir. Ich merke, ich auf die Knie gehen, irgendwie hat das etwas mit mir gemacht. Ich gehe nicht immer auf die Knie, ich laufe lieber rum beim Betten. Aber es hilft einfach einmal ein bisschen etwas anderes zu leben, was man vielleicht bis jetzt nicht
gelebt hat. Dann es hat noch die Geschichte, ist Aktion 15 Stutz am Büchertisch. Und das Buch, das ich dir wärmstens empfehlen, ist leider 20 Stutz, aber es ist ein super Inhalt. Es ist mir nochmal Golgatha viel grösser geworden und verschiedene Bibelverse in der Bibel, dass Jesus nicht nur für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, sondern auch für unsere Ehre und für unsere Scham. Jesus war splitternackt an dem Kreuz zerfetzt. Vor seinen Finden, vor seiner Mutter, vor seinen einen Jüngern. Absolute Scham. Manchmal bei den Römern weiss man, bevor die jemanden kreuzigen, dann haben sie es noch entmannt. Jesus ist splitternackt gegangen und ist für unsere Scham gestorben. Und wenn du das so einem Iraner erzählst, wo seine vielleicht Ehre verloren hat, oder eine vergewaltigte Frau von Afghanistan, wo ihre Würde verloren hat, Jesus hat dir die Würde wiederhergestellt. Die beste Traumatherapie, die es gibt auf diesem Planeten, ist der kreuzigste, zerfetzte Jesus am Kreuz. Und das hat mir mega geholfen, um nochmal ein bisschen den Schirm aufzutun. Wir verkünden das Justizevangelium im Westen. Und die orientalischen Leute sprechen der und Scham oder auch afrikanische Angstkulturen sehr an. Also es ist fertig mit der Werbung, aber es ist einfach super. Dann gibt es auch noch Gratis-Sachen, die ihr mitnehmen könnt. Ich habe noch kein Buch geschrieben, aber ein Traktat. Ich darf ein Traktat verteilen. Die Gefangenenliste könnt ihr mitnehmen, könnt ihr namentlich beten für gefangene Christen weltweit. Und vertraut mir darauf, der reziproke Erweckung sagen, ist dir gewiss. Du kannst beten für Gefangene. Ich habe wieder angefangen, voll Listen zu beten. Stunde pro Tag plus bete ich für verschiedene Menschen in meinem Leben. Und seit ich wieder Listen bete, bin ich wieder voll on fire. Schickt mir alle eure Newsletter. Vorher habe ich immer alle Newsletter, ich mag nicht mehr und es ist mir zu viel. Und jetzt schreibe ich alle die Namen auf und es hat immer noch Platz. Und vorher hatte ich immer Mühe für das Beten für Leute. Und ich bete für so viele Leute. Und es setzt mich on fire. Seit 3 Jahren mache ich das. Ich möchte euch ermutigen, vor allem die Betterinnen oben. Halleluja. Wir haben heute Morgen um 7 Uhr für euch gebetet, eine Stunde lang in der Heilsarmee Uster. Wir haben gebetet für die FG Embrach. Das ist so ein Power. Und ich war noch nie in einer Kirche, die mich so challenged hat, wie die Heilsarmee Uster, zum Beten. Und es kommen unheimliche Menschen, werden dort frei. Unheimliche Menschen, Sodomisten und Esoteriker und weiss ich was, werden frei und kommen in die Orientierung von Jesus Christus. Halleluja! Nicht im Ausland nur, da in der Schweiz soll es passieren. Ich habe einen Hauskreis mit 5 frisch bekehrt und am Nachmittag haben wir 3 Taufen. Halleluja! Jesus rettet in der Schweiz. Und ich habe so brüllt letztes Jahr. Ich habe gesagt, Jesus, gib mir Jünger, gib mir geistliche Kinder. Gib mir geistliche Babys. Wann habe ich das letzte Mal jemandem eine Bibel geschenkt? Wann habe ich das letzte Mal jemanden getauft? Wann habe ich das letzte Mal jemandem die Sündenlisten abgenommen, mit ihm gebetet? Wann habe ich das letzte Mal jemandem die Hand aufgelegt und betet für ihn, dass er Jesus Christus kennenlernen kann? Oder betet für ihn, dass es ihm einfach einmal besser geht, weil er krank ist? Jesus, ich habe das Jahr, das war letztes Jahr, ich habe das Jahr noch niemand zu dir geführt. Gib mir geistliche Kinder. Eine Frau, die kein Kind bekommt, gib mir geistliche Babys. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und die ultimative Frucht ist nicht, dass du ein bisschen zu Jesus gehst und es geht dir besser, sondern dass du strahlst wie ein Lampion. Dass alle sehen, hey, das ist ein Lampion von Jesus, oder? Das ist das Ziel der Seelsorge und all dem Zeug, das wir machen in der Kirche. Das ganze Lohnkosten in der christlichen Welt, der ganze Aufwand, den wir machen, ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Es ist wirklich so. Und das Herz von Jesus soll uns neu berühren. Ich will euch nicht unter Druck setzen mit dem. Aber ich hoffe, es zerbricht euch wie mich. Mich hat es wirklich zerbrochen. Ich habe gesagt, gib mir geistliche Babys oder putz mich weg. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Gib mir Schweizer. Ich habe Erweckungsbewegungen. Ich könnte euch Zeug erzählen vom Ausland. Unheimliche Erweckungsbewegungen. Herr, ich bin in der Schweiz und ich will in der Schweiz Menschen zu Jesus führen. Mich hat es wirklich verstrichen. Ich war morgen um 7 Uhr, habe ich geschrauen zu Gott und die Leute sind gerade verschrocken. Ich habe gesagt, Entschuldigung, aber ich habe einfach mein Herz ausgeleert. Gib mir geistliche Babys. Jeder Mensch, der heute Morgen da hockt, ist ein Repräsentant von einem Beziehungsnetzwerk. Und es soll nicht nur Facebook und Twitter Erfolg haben, sondern das Reich Gottes. Und jeder, der da innen ist eine Priesterin oder ein Priester. Und das hörst du gern. Da hast du weniger zu tun. Ihr seid alle durch das Blut von Jesus, ihr seid erlöst und geliebt. Offenbarung 1, 5 und 6. Ihr seid geliebt und erlöst.
Und die sind nicht Evangelisten oder Hirten oder Propheten, die sind alle Priester. Wenn etwas klar ist, dass sie sind alle Priester. Und der Job eines Priester im Alten Testament ist, Menschen zu Jesus führen, zu Gott führen und Gott zu den Menschen. So einfach, wie auch immer du das machst. Und dass das passieren darf, und ich bin auf den Knien und habe gebetet, gib mir die Letzten von der Gesellschaft. Herr, ich mache mit der Frau die Tür wieder auf, die Hause. Ich mache die Bibel wieder auf und mein Herz wieder auf. Gib mir die Letzten von der... Jetzt mega, bist du schon getauft? Du musst einfach ein bisschen... Sonst bist du doppelt getauft. Gib mir die Letzten von der Gesellschaft. Gib mir Homosexuelle, dass ich die umarmen und zum Kreuz führen kann. Ich weiss, ich darf eigentlich gar nicht über das Thema reden von Anfang an, aber ich sage es jetzt gleich. Da bin ich im August neben den Hermann gehockt, letzte Stuhlfrei auf den ganzen 70 Leute in dem Restaurant. Hermann erzählt mir sein Leben, leert sein Herz auf den Tisch. Mega herzig, ein 70-jähriger Mann. 30 Jahre in der Schweizer Gefängnis rumgesumpft, immer wieder straffällig geworden. Hermann, Gott ist jetzt, Anti-Corona-Abstand ist das dort mal noch, so nah, das war im August, letztes Jahr. Hey, glaubst du, dass Gott jetzt da ist? Sagt der Hermann, ja. Sag ich, glaubst du, dass er Mensch wurde in Jesus und die Trennung weggenommen hat, dass wir kostenlos ins Paradies können? Wir haben zwar den Mafia-Boss von der Welt gegen uns, aber wir können kostenlos ins Paradies. Glaubst du das? Sagt der Hermann, ja. Ja, aber wieso hast du dich noch nicht entschieden, Hermann? Dann sagt der Hermann, yeah, du hast ja meine Sünden gehört. Und ich, hä? Sünden? Hermann, das ist vom Heiligen Geist, nicht so von mir. Hermann, was ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt? Keine Ahnung. Die schlimmste Sünde, Hermann, ist, wenn man den Jesus ignoriert. Das Geschenk vom Vater, das Golgatha, wenn man das ignoriert. Und das Größte, was ein Mensch machen kann, das Größte in diesem Universum, nicht Geld geben, sich foltern lassen, das Größte, was ein Mensch machen kann, ist nicht mehr Jesus ignorieren, sondern akzeptieren. Danke, Vater, für dein Herz, das du gibst, deinen Sohn, den du gibst. Dann sagt er, ja, ist das so einfach, Mario? Und ich so, willst du es kompliziert? Ich habe noch die komplizierte Version. Komm, wir beten. Und dann haben wir gebetet, dann hat er wie ein Schulbub, haben wir zusammen gebetet. Und nachher haben wir einen Pakt an der Hand, sind wir das Geländer gestanden. Die Hälfte säkuläre Gäste auf den Herrschaften, ihre Aufmerksamkeit bitte. Ich glaube, der Hermann will euch etwas sagen. Und der Hermann ein bisschen überfordert, gell? 70, weißt du, und so. Ich habe mich heute Abend an diesem Tisch für Jesus Christus entschieden. Und dann haben alle applaudiert. Und dann haben wir ihn mitgenommen, am Sonntag in die Kirche, da hat der reformierte Landeskirche in Bern in der Nähe. Und dann habe ich noch den Segen gesprochen, den aronistischen Segen, weißt du. Und so, und nachher läuft er einfach während dem zu mir führen, steht das Mikrofon, schupft mich auf die Seite, steht das Mikrofon und sagt, oh, ich wollte jetzt also auch noch etwas sagen. Und ich so, wow, Hermann, sag es uns. Mein Leben war so daneben. Aber Jesus hat mich einfach angenommen, wie ich bin. Weißt du, so? Und ich so geküsst auf die Stirn, die Leute versteinert auf den Stuhl. Und er hat gesagt, Hermann, Halleluja. Und dann hat er da Bücher und Zeug mitgenommen, ist ins Frauengefängnis, Hindelbank, Leute besuchen, verteilen und kommt zurück und sagt, hast du noch mehr von diesem Zeug? Und ich, hey, was hast du gemacht? Und dann hat er auch noch so Taucher, weißt du, so, letztes Jahr hat er mir erzählt, ist er da in einen Coop rein, 50-frankige Whiskyflaschen geklaut, draussen verkauft für 20 Stutz und einem 20 Stutz geschenkt, oder? Hey Mario, kann man jemandem helfen und so. Und ich so, ja Hermann, hey, Halleluja, dein Herz ist einfach herrlich, aber das läuft im Reich Gottes ein bisschen anders, verstehst du? Halleluja. Gut, das wäre das vom Büchertisch. Und was habe ich noch? Dann der Report, Philemon, ihr könnt den Report bestellen vom AVC, kostenlos. Das kommt alle 2 Monate raus, wenn ihr wollt. Da seht ihr, was wir machen weltweit, ihr könnt beten für die Sache und so weiter. Das war ein langer Intro. Ich möchte eigentlich ein Thema euch erzählen heute, aber ich möchte doch noch ein paar Sachen erzählen, weltweit, wie das abgeht. Ich war da in Sibirien, 52 minus. Das WC, wie früher bei uns draussen auf dem Häusli, bei 52 minus. Wie alte Bauernhöfe, weißt du, wie früher. Und dann bin ich raus, ich hatte Durchfall in der Nacht, habe noch 4-mal raus. Jesus, hilf mir, oder? Verstehst du? Es war einfach so kalt. Einer ist mit einer Tasse heißes Wasser vor mir her am Abend vorher.
rührt dir die Luft und es wird gerade Schnee draus. Oder? Es ist einfach sowas von kalt. Und wir sind 3000 Kilometer auf tiefgefrorene Flüsse gefahren mit diesen Monsterfahrzeugen. Die können auch schwimmen, das ist 1,70 Meter so ein Pneu. Und dann sind wir zu Völkern gefahren, die noch nie von Jesus gehört haben. Und alle verschrecken, wenn du mit diesen Monstern in die Dörfer fährst. Und hey, was machen die da? Wir haben gesagt, eine wichtige Botschaft vom allmächtigen Gott. Das muss ja ein wichtiger Gott sein und so. Und dann pflanzen wir gerade eine Kirche, die Leute bekehren sich und dann lassen wir gerade jemanden dort, der nach einfach 2 Jahren dort ist. Kein Telefon, kein Internet, sie haben noch Telegram dort im Nordosten von Sibirien. Und das sind Helden für mich, die bleiben 2 Jahre dort und schauen diesen Leuten. Oder? Wir haben mit AVC 110 Rehabilitationszentren gegründet in den letzten 20 Jahren, 230 Kirchen gegründet. Allein letztes Jahr, sorry, ich speize immer. Hast du mir das Glas Wasser bitte? Du musst nachher das Mikrofon irgendwie, das ist schön hin, Halleluja. Ja, 230 Kirchen gegründet. Wir haben allein letztes Jahr, im Sommer 20, haben wir mit den Partners und AVC alle zusammen 1,5 Millionen Neue Testamente verteilt. Also da füllst du die Halle 2-mal mit Schachteln. 2,5 Mal. Das ist gewaltig. Das ist einfach gewaltig. Da hinten war ein ehemaliger Mafia-Boss, also Mitglied gewesen. Die haben spezielle Tattoos, die russische Mafia. Füße betonieren im Wald und dann stirbst du so. Und er ist ein Christ geworden, frei geworden von Drogen. Und heute leitet er 3 Kirchen. Einer hat sich den goldenen Schuss gegeben, es hat nicht funktioniert. Torkelt in eine Pfingstgemeinde rein, wird ein Christ. Danke vielmals. Es wird dir im Himmelreich vergolten sein. Halleluja. Torkelt in eine Kirche, Reha gemacht, Bibelschule gemacht. Wir haben 4 Bibelschulen gegründet, Bibelschule gemacht. Und heute leitet er 81 Kirchen. Frage. Jesus braucht die Letzten von der Gesellschaft. Und darum bete ich, Herr, gib mir auch von der Schweiz die Letzten von der Gesellschaft, die Jesus brauchen auch. Nicht nur die Braven. Ich predige so gerne in den Gefängnissen, weil die wissen, sie sind daneben. Und da kommen so viele moldawischen Gefängnisse, 400 Frauen jetzt im Dezember, kommen mal mit Weihnachtspäckchen-Aktion und das verteilen. Keine Weihnachtspäckchen-Aktion. Kommt doch mal mit, ich habe noch Platz für den Dezember. Gehe wahrscheinlich ins islamische Kosovo und andere Teams verteilen. Wir gehen in die Psychiatrie, Roma-Dörfer, in Frauengefängnissen sind wir. Die Frauen haben brüllt, die einen Frauen bringen noch Kinder auf die Welt, die vergewaltigt worden sind im Gefängnis. Der Gefängniswagen sieht schlimmer aus als unsere Viehtransporte hier in der Schweiz. Die Frauen brüllen und sagen, meine Familie kommt nicht, warum kommen ihr? Und ich habe keine anderen Dinge als sagen, Gott liebt dich. Kommt mal mit. Mein Hotelier-Kollege, den ich zu Jesus geführt habe, im Luganersee getauft, ist mal mitgekommen, vorletztes Jahr, also vor dem Corona. In Rumänien sind wir ins Mannengefängnis. Da hat eine 17-jährige Schüchterne aus einem Brüderverein mit Handauflegung gebetet für den fetzen Doppelmörder, der da gestanden ist. Und mein Hotelier-Kollege schaut zu. Und der schüttelt es und fängt an zu heulen wie ein Schlosshund. Und mein Hotelier-Kollege schaut zu und sagt, hey, in welchem Film bin ich? Das hat dem sein Herz sowas von bewegt. Und solche Meilensteine, das ist so wertvoll zu erleben. Wir sind mit der Ukraine Vollgas dran. Wir haben fast jeden 2-3 Tage einen Lastwagen. In Afghanistan ist Vollgas, geht Post ab. Wir haben Untergrundevangelisten, Taliban so zu Jesus finden und so weiter. Das ist einfach wunderbar. Wir haben auch Notrationen, die wir verteilen und so weiter. Ich möchte noch ganz kurz sagen, Verfolgung ist on the rise weltweit. Wir haben von der Open Doors und Dr. Thomas Schiermacher, der im Deutschen Bundestag für die verfolgten Christen steht, vor 10 Jahren waren es 150 Millionen verfolgte Christen. Vor 5 Jahren waren es über 200 Millionen. Und jetzt sind es über 300 Millionen, die leiden. 10% der Christen weltweit, und Namenschristen inklusive, 10% der Christen weltweit, die unter Verfolgung leiden. Allein in Nigeria, zum Beispiel er hat eine Baptistenschule und eine Baptistenkirche gegründet, wird abgemetzelt von der Boko Haram. Letzten Pfingstsonntag haben wir gehört von dem, in der katholischen Kirche. 53 Leute, die umgebracht wurden. Ich habe die Bilder gesehen, das zeige ich euch jetzt nicht. Frau, Kind, Mann zwischen der Schulbank, blutig rumgelegen. Am Pfingstsonntag, im Süden, nicht Norden, im Süden von Nigeria. Wenn jetzt dort dein Bruder liegt, oder deine Mutter, oder dein Kind, das sind unsere Geschwister im Geist. Und wenn ein
Teil vom Blut, vom Körper von Jesus leidet, dann leiden alle mit. Und die Liebe soll in meinem Herz nicht erkalten. Bei den anderen, ja, Jesus hat es vorausgesagt, aber in meinem Herz, nein, ich will weiter lieben, auch wenn es ganz dunkel wird. Und das ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Jesus hat gesagt, das ist Jesus Christus von Nazareth, Endzeitprognose, Weltanschauung von Jesus Christus, sagt, dann werdet ihr gefoltert, getötet und von allen Völkern ignoriert, gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Alle ethnologischen Gruppen, Schweiz inklusive. Das ist am Wachsen. Und gleichzeitig ist die andere Münze von der Voraussagen von Jesus ein weltweites Aufbrechen für das Reich Gottes. Die eine Seite, Verfolgung nimmt immer mehr zu, und die andere Seite, ihr wisst selber, was ihr im Hosensack kennt. Ihr habt das Bible-App drin. Wer kennt die Five Fish-App? Keine Hand. Ladet alle das App ab. Five Fish. Das Evangelium von Jesus Christus. In 6400 plus Sprachen, wo du in 2 Sekunden an irgendeinen Menschen, der vis-à-vis im Zug von dir hockt, überschickst. 2500 Sprachen den Jesus-Film übersetzt. Der meist übersetzteste Film der Welt. Ist das nicht grandios? In euren Finger! Und dir ist es langweilig am Abend. Ja, was machen wir am Abend? Schieben wir einen Film rein? Nein, weißt du was? Kommt, bestellen Pizza, 5 Kollegen zusammen, Tag, gehen auf unsere Social Medias, schicken einem den Jesus-Film auf Arabisch auf Mekka, schreibt noch mit Google Translator Isa al-Akbar, Jesus ist gross, oder? Und schickst es dem. Du hast 10 erreicht, du 15 erreicht, du 20 erreicht. An einem Abend waren ihre Länder, wo du als unbeschnittener Christ gar nicht auf Mekka kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist in unserem Hosensack. Das ist ein Quantensprung in der Missionologie, in der Missionsgeschichte. Das ist doch wahnsinnig. Wenn du das einfach vor 20 Jahren gesagt hast, ein Missionar, sagt jeder, du spinnst ja. Und wir leben in dieser Zeit. Wir sind nur einen Klick weg und einen Trigger weg. Schaut dir das mal an. Kein weißer Missionar. Ich muss mich morgen entscheiden, ob der Einsatz stattfindet oder nicht. Am 4. August, Challenge. Am 4. August gehen wir mit 500 Jugendlichen an diesem Fluss entlang. Laos, Thailand, Laos, Myanmar. Ich habe noch 3 Plätze. Wenn ich die 3 Plätze bis morgen nicht füllen kann, dann wir den Einsatz absagen. Frauen bringen ihre Kinder auf Zeitungspapier auf die Welt, an diesem Fluss. Da kommen die Ärmsten von den Ärmsten zum Teil von Myanmar und Laos über. Und mit den Ortskirchen zusammen machen wir einen grossen Einsatz. Und ich habe 5 Anmeldungen. Und ich brauche noch mindestens 3 Anmeldungen. Wer ist dabei? Nein, ich bin nicht mal. Wer ist dabei? Kommt! Die Ernte ist gross. Schaut das einmal an. Dürfen auch Halleluja flüstern. Ist das nicht gewaltig? Niemand kann Gottes Reich stoppen. Genderleute, alles findet zu Jesus. Ist doch wunderbar. Also kommt mit. Ist gut. Kommt ihr mit? Alle zusammen. FGM braucht du, Laos Impact. Oder ich habe noch 2 Plätze für Nepal. Halleluja. Also noch betet, was das Zeug hält. Wenn ihr wollt, komme ich mal vorbei, machen wir eine Gebetsnacht. Vom Abend um 8 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr beten wir um die ganze Welt. Für die nicht mögen können, früher ins Nest. Aber wir beten wie Jesus. Wer hat schon mal eine Nacht durchgebetet? Halleluja! Schaut ein paar. Macht doch das mal als Kirche. Ihr müsst einfach Philemon Kiwi oder Red Bull oder Kaffee parat machen. Und den Rest mache ich und bringt alle eure Anliegen. Es geht nicht um AVC. Sondern Missionsanliegen, was ich für ein Missionswerk. Embrach beten wir, für die Schweiz beten wir. Haben wir endlich mal Zeit zum Beten. Weil nachher, wenn du eine Gebetsabend machst, schon 2 Stunden ist fertig, dann gehen wir wieder heim. Dann betest du einfach mal durch, bis du umgehst, oder? Das ist doch sensationell. Und ich wollte euch einfach sagen, ich mache jetzt das seit fast 2 Jahren. Wir haben jetzt 18 Monate haben wir für Saudi-Arabien auch gebetet. Viertelstunde, 20 Minuten auf die Knie. Nicht alle, einfach die Band auf die Knie. Ich habe gesagt, Jesus Christus schenkt das Evangelium, dieses Evangelium ins Königshaus von Saudi-Arabien geht. Betet und brüllt und gemacht. Dann habe ich Ferien gemacht in Saudi-Arabien letzten Monat, 1 Woche. Debbie hat gesagt, geh mal endlich, du willst schon lange gehen. Auf Midian schauen, wo Zippora und Jitro gewohnt hat, wo der Berg Gottes ist, wo die Höhle von Elias ist und ist alles dort.
Der gespaltene Felsen, der Jahwe-Nissi-Altar und Eli mit den 12 Quellen, ist alles in Saudi-Arabien. Der Berg Sinai, welcher ist in Arabien? Galater 4,25. Ist alles dort und ich bin das anschauen. Und der Kontakt, den mich mitgenommen hat, so ein zerstreuter Professor, hat plötzlich so ein Ex-General von Saudi-Arabien, hey, wir sind eingeladen, Mario. Hast du schöne Kleider? Und ich, nein, ich habe nur die Schweizer Wanderhosen und mein Hemdli. Wir sind eingeladen bei den Brüdern vom Kronprinz von Saudi-Arabien. Wir sind bei Prinzen heute Abend eingeladen. Und ich so, hallo? Eben, geben Geld, machen den Einsatz. Oh, das ist nicht ganz drauf. Genau. Also ich möchte noch schnell das Thema anschauen und etwas noch von Syrien erzählen und dann gehe ich wieder von der Bühne. Währenddem ich da am Schnurren bin, haben wir da einen Schredder. Und ich habe den mitgenommen, weil ich in die verschiedenen Kirchen gehe, etwas realisiert. Meine Frau habe ich auf den Autofriedhof geschickt, um eine Handbremse zu holen. Weil ich habe etwas realisiert. Es gehen viele Christen mit der angezogenen Handbremse durchs Leben. Viele Christen, ich möchte etwas über Freude, über natürliche Freude heute noch schnell euch mitteilen. Es gibt so viele freudlose, frustrierte Christen, die so parkieren. Wer ist schon mal so rumgefahren? Frauen? Nein. Nein, ich bin auch schon so rumgefahren. Hä? Winter, genau, schläft es da. Nein, ich meine. Wenn du merkst, in dieser Zeit, die wir jetzt noch haben, ich habe meine Freude verloren. Wenn du merkst, Bitterkeit hat meine Freude aufgefressen, dann schreib das auf den Zettel. Vielleicht hat dir jemand ungerecht zu dir gewesen und du hast gelitten für Jesus. Wie lange haben wir noch Zeit? Gar nicht geschaut. Halleluja, die kommen schon führen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe jetzt erst angefangen. Nein, gut. Nur einen Moment. Vielleicht hast du gemerkt, ich habe wirklich noch etwa eine Viertelstunde schon noch. Wie lange haben wir noch Zeit? Also ich komme von Afrika, dort, nach 1,5 Stunden haben sie gesagt, ich will aufhören. Dann sagen sie, hey, no, word of God, you continue. Und ich so, oh, okay, gut. Also. Nein, aber du kannst schon auch ein bisschen Sound machen, aber ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht zum Schluss gekommen, aber kein Problem. Das ist etwas ganz Wichtiges, was ich euch sagen will. Sagst du, wie lange haben wir noch? 1 Viertelstunde? 10 Minuten? 15, gut. Also, es gibt Christen, die gehen so durchs Leben. Und das ist nicht so gut, weil dann stinkt es. Und vielleicht hat das ältere Semester unter uns weiss, von was sie reden. Das Leben ist nicht fair. Es gibt Sachen, die Gott vielleicht nicht erhört hat. Vielleicht bist du sogar Gott gegenüber bitter. Oh, Christen dürfen das nicht. Ja? Vielleicht bist du sogar Gott gegenüber bitter. Wieso hat er mich im Leben so geführt? Wieso hat er mich nicht gehört, als ich gebetet habe für meinen Ehemann und er ist an Krebs gestorben? Vielleicht ist das tief in deinem Herz und deine Freude ist geraubt worden. Die Freude vom Himmel kann die Welt aber nicht rauben, weil die Freude nicht von dieser Welt ist. Die Freude ist übernatürlich. Und der Paulus schreibt, als er im Gefängnis gehockt ist, an seine Kollegen in Philippi. Er selber ist im Gefängnis gehockt und sagt denen, freut euch in dem Herrn immer. Und abermals sage ich, freut euch. Was ist das für eine Freude? Was blockiert deine Freude? Und die Bibel redet von einer Glückseligkeit, von einer tiefen Freude. Die heißt auf Griechisch Makarios. Ich finde das Wort so krass, das kann man gut behalten. Makarios ist kein Brotaufstrich, sondern Makarios ist das Glücklichsein. Happy those, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Hä? Jesus? Wie kann man glücklich sein, wenn man leidet? Hallo? Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen das Glück suchen. Es ist sogar ein Menschenrecht. In der amerikanischen Verfassung heißt es the pursuit of happiness. Das Recht, dass man nach dem Glück streben kann. Und wir wissen, Gott hat die Ewigkeit der Menschen ins Herz gelegt, dass sie nach ihm suchen, nach Gott suchen. Und wo sucht man das Glück? Und Jesus sagt, das Glück ist da.
Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Kannst du Halleluja flüstern? Wer hat schon mal schlechte Sachen über dich erzählt? Hast du dann gemotzt und bist zum Anwalt gesäckelt? Oder hast du gesagt, Halleluja? Ich weiß, von was ich rede. Eine hat auch schon unheimlich mich bezichtigt etwas und Briefe geschickt an alle Pastoren im Tessin. Ich hätte Frauen sexuell missbraucht im Hotel. Und schickt das alle Pastoren im Tessin, inklusive der Stiftung Gott hilft. Das wäre etwas das Letzte, was ich machen würde. Musst du dir mal vorstellen. Ich habe nicht gewusst, soll ich jetzt zum Anwalt oder nicht. Was soll ich jetzt machen? Ich habe es da oben gehabt. Du setzt dich voll ein und dann kommt so ein Gacki. Ich wäre am liebsten davon gesäckelt und gesagt, hey, ich könnte mir alle mal. Und Gott hat mich bei der Stange gehalten und gesagt, ich kämpfe für dich. Ich war näher dran zum Anwalt zu säckeln. Und dann hat es Gott wunderbar geführt, aber es waren 3 schwierige Monate. Glücklich sind ihr! Ich habe da predigt vor ein paar Monaten. Und am Schluss kommt einer hinterher beten und sagt, Mario, ich habe ein riesiges Problem. Kesp, meine Tochter, 17-jährige, meine Ex-Frau, sagen, ich habe meine Tochter ein paar Mal vergewaltigt. Was soll ich machen? Und ich schaue den an und sage, ja, hast du es gemacht oder nicht? Er sagt, nein, ich habe es nicht gemacht. Und ich, Jesus, schenkt mir Weisheit. Was soll ich dem sagen? Dann sage ich dem ins Gesicht, ich beneide dich um dein Problem. Dann sagt er, hat er so geschaut, was spinnt der eigentlich? Also, weißt du, so, na, ist ja logisch. Ein seelisches Gesicht gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich wollte dich an ein Wort von Jesus erinnern. Wenn es nicht stimmt, dann bist du ein glücklicher Mensch. Dann wechselt das Gesicht von zerstört, seelisch, plötzlich auf geistlich. Und ein Lachen nicht, aber du siehst den Mut und die Freude und was Jesus gesagt hat. Plötzlich wechselt der von seelisch zu geistlich. Und wir sind in einem Aquarium von einer Wohlfühlgesellschaft. Gefühle sind wichtiger als Treue. Gefühle sind so wichtig geworden, dass so viel sexuell verirrt werden in unserer Gesellschaft. Ich darf über das Thema eigentlich nicht reden, aber ich muss es sagen. Wir haben nicht Islam, der uns regiert, wir haben etwas ganz anderes, das uns regiert. Sondern einen richtigen, fetten Vögel-Dämon, der auf der Schweiz oben hockt. Und wir sind in diesem Aquarium und wir schwimmen schön mit unseren Gefühlen. Die Basis der Wahrheit ist das Wort Gottes und nicht Gefühl. Und darum gehen so viele Beziehungen hops, weil man dem Gefühl so viel Raum gibt. Frauen, Männer haben auch Gefühl. Aber nimm deine Seele an die Hand. Mann, nimm deinen Verstand an die Hand und führ sie Bibelvers auswendig lernen. Frauen, nimm deine Seele an die Hand und führ sie die Worship. Männer, nehmt euren Verstand an die Hand und führ sie in Bible Study, in die Kirche, whatever. Die Basis der Wahrheit sind nicht Gefühle, sondern das Wort Gottes und plötzlich kommen dann Gefühle wieder. Und wir leben in diesem Aquarium. Ich merke, wenn ich zurückkomme von anderen Aquarien, Laos, plötzlich komme ich da wieder in die Schweiz, das ist das Aquarium. Und wenn wir das als Bewusstsein und der Geist, das Ziel an die Hand nehmen, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Wir müssen die Perspektive vom Himmel haben. Die Offenbarung ist das Lieblingsbuch der verfolgten Christen. Wir müssen vorne schauen. Wir schauen immer nur das Diesseits. Dann kannst du verzichten, dann kannst du dein Geld geben. Morgen hat es dich geputzt. Was hast du mit dem Kohle gemacht? Wir investieren jetzt nicht in Gold. Jetzt, die Währung ist unsicher, komm, ich kaufe Schatz ein bisschen Gold. Nein! Wir investieren in die goldigen Straßen von Jerusalem. Da kommt der Businessman mit diesen Goldbarren zum Himmelspförtchen. Der Petrus sagt, hey, was willst du mit diesen Pflastersteinen da, oder? Komm, wir investieren das Maximum, nicht das Minimum. Nicht das Minimum. Wir investieren das Maximum, nicht AVC. Du kannst auch anders Mission sagen, ich könnte da Vollgas-Traktat kaufen und verteilen. Komm, wir investieren das Maximum für das Reich Gottes. Jesus hat für uns das Maximum investiert. Und das ist worthwhile, das lohnt sich auch zu investieren. Apostelgeschichte heisst sogar, sie verließen den Hohen Rat voll Freude darüber, dass sie würdig geachtet sind und des Namens Schmach und Schande abgeschlagen sind worden. Und sie sind rausgegangen, hey, ich habe solche Leute getroffen an der syrischen Grenze, wie mein Kollege, der hat das Todesurteil bekommen. Dann haben sie an den Schultern aufgehängt, haben sie beide Schultergelenke sind rausgekommen. Dann haben sie die Füße geschlagen, Elektroschock haben sie dem gemacht. Heute leitet er unsere
Hauptarbeit im... Oh, man kommt das zweimal, Hilfe. Heute leitet er unsere Hauptarbeit in Syrien mit 7 mobilen Kliniken, eine Bäckerei von Zürich, wo 50'000 Müller stopft pro Tag. Und jetzt haben sie sogar gesagt, wir sollen eine Kirche bauen mit einem grossen Kirchenturm und ein Kreuz und eine Glocke. Und sagen, ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Mal, dass die Türken von der anderen Seite wieder sehen, im zweiten Hauptsitz der IS hat es wieder Christen, wie vor 120 Jahren hat man die Christen rausgekickt. Und jetzt wollen wir das Sagen von der Gott von der Christen wieder in der Stadt. Müsst ihr euch mal vorstellen. 400 Moslem haben wir getauft. Bevor das Kirchengebäude gestanden ist, haben sie schon das Taufbecken schon geblättert. Ist das nicht einfach wunderbar? Und die Ostern ist in Kobane als offizieller christlicher Viertag, die Läden müssen zu sein, oder? Musst du dir mal vorstellen. Wir haben Jahrzehnte für 10, 40 Fenster gebetet. Hat es ein paar Sätze. Das ist die Frucht. Viel Blut ist im Boden nie. Aber das ist die Frucht. Halleluja. Ich wollte doch kurz einen Clip zeigen und dann komme ich zum Schluss. بشتاری پیکاتی رقا و کوب کو آشتی دست پیکر او جی پشتی کو مزنتر ریخستنا تروره Auf das Kreuz haben die IS runtergehackt in Raqqa. Die haben 23 Nonnen gekreuzigt an diesem Platz hier. Die wissen selber, was die IS alles gemacht hat. 15 von unseren Mitarbeitern, Christen, sind 7-mal um Raqqa herumgelaufen mit 3000 Moslems. Und haben den Weihnachtsgottesdienst gefeiert, wo etwa 20 Millionen Kurden gesehen haben. Die Kurden kleben an ihrem Fernsehen. Das ist das grösste Volk auf diesem Planeten ohne Land. Die kleben am Fernsehen. Ist das nicht wunderbar? Die 2 Samichlaus waren Christen, die ihr gesehen habt. Die haben sich extra rot angelegt. Wir hatten noch Heckenschützen von Splittergruppen von der IS. Und er hat gesagt, wenn es uns trifft, wir wissen, wo wir ankommen. Aber ihr braucht Jesus. Unheimliche Message. Ist das nicht wunderbar? Jesus kann im grössten Müll hinein, macht er unheimliches Zeug. Er geht da mit Beamer-Equipments von Dorf zu Dorf und dann sagt er einen kulturellen Film von Jesus und dann sagt der Mullah, super, zeigen gerade in der Moschee. Und nachher spätestens bei der Kreuzigung schillen alle, kommen die Steine zu fliegen oder ganze Sippen bekehren sich. Und er hat leider in diesem Dienst sein Leben verloren. Es sind unheimlich aufopfernde Leute. Er hat gebetet für ein Kind. Da war er etwa 11 oder 12 und der Bub hat als 8-Jähriger ungefähr hat er für ein Kind gebetet, das einen Hirntumor hatte von einem grossen kurdischen General. Und das Kind ist geheilt oder der Tumor ist weg und der General hat sich entschieden für Jesus. Und dann ist die 2 Besetzung von der IS und dann haben sie den gefunden mit einer Bibel in der Hand und haben dem die Hand und den Kopf abgehackt, unserem Küchengehilfen. Und ich schließe jetzt noch mit dem Zeugnis und mit
einem kurzen Gedanken aus der Bibel. Die Frau hat gehört, dass in dieser Kirche, wo ich bin dort schon ein paar Mal an der syrischen Grenze, ab und zu ein Wunder passiert. Einer hat jahrelang Ekzem gehabt und ist geheilt worden in 3 Wochen Gebet. Jemand war im Rollstuhl und hat, glaube 2 Wochen Gebet gebraucht und hat wieder normal laufen. Und die Muslime hat in dem Flüchtlingscamp gehört, dort passieren ab und zu Wunder bei diesen Christen. Weil die haben keine Krankenkasse. Und ein Spital dort an der Grenze kannst du suchen. Bringt dir ein blind geborenes Kind zu unserem Bruder in seine Gemeinde. Er selber war auch mal ein Moslem. Er betet für das Kind, gar nichts ist passiert. Sie war verrückt, zurück ins Camp, hat gesagt, das sind alle Scharlatanen, zurück ins Camp. Am nächsten Morgen hat das Kind Blitze in den Augen gehabt. Sie packt das Kind wieder, geht zum Bruder E. Er betet wieder kurz und ist wieder nichts passiert. Nichts Spektakuläres. Geht wieder, am nächsten Morgen sieht das Kind Schatten und Blitz. 3 Wochen lang ist die Frau, zum Glück ist immer jeden Tag da, das finde ich super auf der Webseite, die sind auch 24/7 erreichbar da. Chile muss nicht nur am Sonntag sein. Ist immer wieder gegangen, betet. Nach 3 Wochen hat das können laufen, Farben gesehen, wieder können sehen. Blind geborenes Kind. Come on. Und Jesus macht das auch in der Schweiz. Da haben wir schon ein paar so Sachen erlebt. Letzten Sonntag in der FG Fellanda habe ich predigt, da kommt einer Zäckle mit einem Herd von grossen Tumor in seiner Lunge. Völlig verzweifelt mit seiner Frau sind wir auf die Knie runter und haben gebetet. Er ist noch daheim gehockt, im Livestream, und ist in die Kille gesäckelt. Jesus, heil mich! Wenn sie verstreicht, dann rufst du zum Jesus. Und Jesus heilt die, sie ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das macht er so unheimliches Zeug auch. Halleluja! Und ich wollte einfach nochmal sagen, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Schaut nicht zu fest auf euer eigenes Leib. Sogar der Jesus hat noch Seelsorge gemacht. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, am Kreuz. Im grössten Problem hat er nicht an sich gedacht. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Die erste Kirche, die gegründet worden ist in Europa, war in Philippi. Und ihr wisst, was in Philippi war. Im Block, mitten im Kellerloch, verblutigte Rücken. Der Silas und der Paulus schieben ein gröbes Problem. Und mein Kollege, der schon 9-mal in der Kiste war im Sudan, hat mir gesagt, Mario, ich gebe dir einen heißen Tipp für dein Leben. Und ich, wow, was? Wenn du ein Problem hast, bitte, das nicht weggeht, bitte Gott für ein grösseres Problem. Oh, coole Idee. Der Paulus und der Silas hocken in dieser Kiste im Block hinein. Kein Grund zum Freude sein. Kein Grund zum Motzen. Du hast immer einen Grund zum Ausrufen. Du hast immer einen Grund zum dich aufregen im Straßenverkehr. Du hast immer einen Grund zum entmutigend zu sein. Du hast immer einen Grund, keine Freude zu haben. Aber ich sage euch noch einen anderen Grund. Wir haben das ewige Leben. Wir haben das Paradies. Gott sagt, er ist mit uns. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, der Freude noch mal stärker ist, wo du über Mauern nie gumpst. Und der Paulus und der Silas hocken in dieser Kiste. Ich weiß nicht, was sie geredet haben. Vielleicht hat der Silas gesagt, hey Paulus, ist das nötig, den Dämon auszutreiben? Die hat ja nichts Falsches gesagt. Die hat gesagt, das sind Kinder vom höchsten Gott, welche dir den Weg zum Heil zeigen. Aber tagelang so. Und irgendwann hat der Paulus gesagt, der Dämon, geh aus dieser raus. Kennt ihr die Geschichte? Philippi, Apostelgeschichte 16. Ich habe die mit Playmobil, mit den Kindern verfilmt, phänomenal. Sie haben sich entschieden, den Herrn zu loben. Hat es ein Erdbeben gegeben, die Gefängnistüren sind aufgegangen. Kennt ihr die Geschichte? Und die erste Kirche in Europa ist gegründet worden. Und der Paulus schreibt ihnen, freut euch im Herrn alle Wege. Und in deiner grössten Misere schreibt er das auf, was dich blockiert. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo wir 2-3 Minuten Zeit schreibt das Zeug auf, vielleicht Personen auf, vielleicht Sachen auf, die dich nerven, auf deinen Chef. Jemand, der dich immer wieder blockiert, abschneidet. Vielleicht verstehst du deine Frau nicht. Schon seit Jahren willst du etwas erklären, aber ich sage dir, Jesus versteht dich. Dann hör auf mit dem Anspruch, dass deine Frau dich verstehen muss. Schredder! Vielleicht liebt dich dein Mann zu wenig. Hör auf mit dem Anspruch, schreib es drauf und dann ist Redder. Jesus genügt. Ich weiss, es klingt theologisch richtig, aber es stimmt wirklich. Und dann nimm die Ansprüche, knall es da rein, Bitterkeit da rein, Unvergebtheit da rein, weg unter das Blut von Jesus. Sind wir dabei? Halleluja. Und dass er dann nicht mehr so durchs Leben gehen, sondern wuff, so einfach ist, da kannst du nicht mehr bremsen.
Halleluja. Ich möchte noch kurz beten und dann gehen wir in die 2-3 Minuten Zeit rein. Gell, ist gut. Und dann macht das. Und dass dann euer Netzwerk das spürt. Ich bin überzeugt, wenn ihr so in eurem Beziehungsnetzwerk radibutz, pum, patsch, dang, oder? Halleluja. Danke, Jesus, dass du wirkst an unseren Herzen. Und du kennst unser Leben, wir müssen dir nichts vormachen, auch wenn es in der Kirche ist. Herr, du kennst uns. Und dort, wo meine Freunde oder auch ich, wo wir vielleicht mit angezogener Handbremse aufs Leben gehen, Herr, dass du es uns zeigst und dass wir es auch richtig können. Und ich danke dir, Geist Gott, dass du uns füllst und zu uns redest und uns veränderst. Und uns auch vergisst. Unvergebtheit muss man auch sagen, es tut mir leid, Jesus. Aber ich lasse es los, Ich schenke dem sogar noch etwas. Auch wenn er mir das Leid da hat und ich gar nicht schuld bin, auch wenn er die Schuld ist, zeig mir, was ich ihm schenken soll. Weil Vergebung ist das Wort geben drin. Ich will verrückt sein für dich, Jesus. I'm crazy for Jesus. Ich schenke dem sogar noch etwas. Aber ich weiß, ich bin mehr als ein Überwinder, weil ich weiß, ich bin geliebt von dir, Jesus. Amen.
Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Danke für dein Blut, Jesus, das uns rein macht von jeder Sünde. Das Blut von Jesus über unserem Leben. Das Blut von Jesus über Embrach. Das Blut von Jesus über den Kanton Zürich, über die Schweiz. Du hast allen Menschen die Sünden vergeben. Aber dass wir das erleben, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren. Herr, es ist alles gratis, aber dass wir es empfangen dürfen, wenn wir ein Schritt machen. Du hast alles erledigt und abgehakt am Kreuz, es ist vollbracht. Danke, Jesus. Alles das, was da geschreddert ist. Und alles, was auch noch nicht geschreddert ist, wo man merkt, das mache ich halt daheim. Danke, Vater. Und danke schenkst du Mut auch dort, wo man merkt, ich muss einen Schritt machen. Ich muss vielleicht mit jemandem reden. Oder ich muss mit jemandem etwas in Ordnung bringen oder sogar jemandem etwas schenken. Wo wir Sachen in Ordnung bringen. Ich danke dir, dass du was zeigst, Heiliger Geist, was dran ist. Wir haben vom Livestream noch eine Message bekommen. Wir beten jetzt in diesem Moment für den Ivan, der Atheist sei. Es gibt gar keine Atheisten, wenn es keinen Gott gibt. Oder? Das ist ein anderes Thema. Aber wir wollen beten für den Ivan, heute in Embrach. Und wir kommen zu dir, Jesus, und wir beten, dass du ihm begegnest. Schick ihm Engel über den Weg. Dass er stürchelt über das Evangelium, über das Internet, Fernsehen, Zeitungen, Freunde, geisteserfüllte Christen. Schenk, dass er deine Gegenwart erlebt, dass er dich ausprobiert. Dass er merkt, dass alles wahr ist, was in der Bibel ist. Dass er merkt, dass du der bist, der du wirklich bist. Dass du wirklich Mensch geworden bist. Und du verstanden bist, Herr, besuch du in diesem Moment, am heutigen Tag, in dieser Woche den Ivan. Und wir lassen das Gebet wirken vor dem Thron und über dem Ivan. Und wir danken dir, dass du dein Meeting pronto hast mit dem Ivan. Das Divine Appointment ist ready. Und der das geschickt hat, ich sage dir, das Divine Appointment zwischen dem Ivan und Gott ist gesetzt in der Agenda Gottes, im Namen Jesus. Danke, Jesus. Und danke, dass du uns füllst mit dieser Freude einfach jetzt. Du kommst nicht und nimmst uns nur irgendeine Sünde weg oder die Freude an der Sünde oder irgend so etwas, sondern du kommst und schenkst uns eine Freude, die der Teufel anschießt. Eine Freude, die über alles übergumpelt. Eine Freude, die sogar in der Kriegszeit hoffnungsvoll ist. Eine tiefe Freude, die der Teufel uns nicht nehmen kann. Halleluja, Jesus. Pump uns ab mit deinem Heiligen Geist. Und dann muss ich Kanton Zürich, Schweiz anschnallen. Ich freue mich so, Jesus. Halleluja. Amen. Genau, Amen, ciao. Halleluja. Singen wir zusammen Licht dieser Welt.